Ich habe eine Frage an euch. Ich war das Wochenende unterwegs und eigentlich habe ich gedacht, ich habe keine nervöse Blase und auch keinen nervösen Arsch. Aber jetzt kommt's. Ich kann nicht mehr, ich habe einen nervösen Arsch. Okay, Ich war das ganze Wochenende nicht auf dem Klo, wenn ihr versteht, was ich meine. Oha. Ich kenne das von früher, wie gesagt, dass ich einen nervösen Arsch habe. Ich habe gedacht, über den Moment sind wir hinweg. Das Wochenende hat mir gesagt, ich kann nicht vor Fremde oder vor andere Leute. Wie ist das bei euch? Habt ihr einen nervösen Arsch eigentlich? Ich habe so viele Fragen. Warum vor andere Leute habt ihr euch gegenseitig dazu gezwungen, voreinander zu kacken? Privatsache. Okay. Also ich darf behaupten, ich habe einen sehr nervösen Arsch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Ich heiße nicht nur Anja Bavaria, sondern auch euch ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich hasse den Witz. Tut mir leid. Ich heiße nicht nur Verena, ich hasse auch diesen Witz. So ergibt der Witz keinen Sinn, so wie du das gerade gesagt hast. Möchte ich nur sagen. Entschuldigung. Aber ja, Das lässt mir an so Bierzeiterreden denken, wo Leute dann immer sagen, schau, da möchte ich noch recht herzlich einen Vorstand begrüßen. Ja, servus. Und den möchte ich begrüßen. Und den möchte ich begrüßen. Und ganz recht herzlich möchte ich in dieser Folge auch noch Dres begrüßen. Hallo, ich bin's. Der Vorstand. so schnell hat man sie hochgebumst in dieser Gruppe. Meine Lieben, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Das ist unsere Weihnachtsfolge. Euch Wellensittichen natürlich auch. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und vor allem, das ist das Wichtigste, das ist der Geist der Weihnacht. Ich hoffe, ihr habt eine richtig verfressene Zeit. Das wünschen wir euch von Herzen. Dass ihr euch schon nimmer rühren könnt. Und wir machen jetzt in dieser Folge ein kleiner Jahresrückblick. Und es wird sich ja gerne mal beschwert, dass in bayerische Podcasts, haben wir gelesen, es immer nur ums Saufen geht. Und deswegen wollte ich euch jetzt fragen, was war denn im Jahr 2025 euer größter Rausch? Es ist schier, wenn Frauen so saufen. Wir saufen nicht. Verena, möchtest du gleich anfangen? Ja, okay. Meine beste Party und mein bester Rausch war vorgestern. In diesem Jahr. Ich war mit der Anja und mit der Antonia, mit der anderen DJ von der Anja in Südtirol beim Après-Ski. Und wir waren auf einer Alm draußen auf der Sonnenterrasse vor geilster Bergkulisse und haben am Nachmittag um 2 Uhr angefangen zu trinken und zu tanzen. Und wir haben 10 Stunden durchgehend Party gemacht und es war einfach richtig geil. Ich war richtig beseelt an dem Tag. Ich war so glücklich, weil jetzt die letzten Wochen echt irgendwie stressig waren mit halt viel zum Tor einfach und nicht gewusst, was man zuerst da so und so. Und dann war das jetzt einfach so mal kurz rauskatapultieren aus dem Alltagsdingens und einfach mal 10 Stunden aufführen. Und wir haben 10 Stunden durchtanzt, also wir sind, keine Ahnung, vielleicht mit 10 Minuten Cock zwischendrin, aber der Rest war einfach nur geil. Ja, wir haben uns richtig, richtig aufgeführt, aber das war's Dres weil sie hat auch lauter Videos davon gekriegt. Gott sei Dank, ja. Die nur für Drehs waren. Ich habe am nächsten Tag dann ein Video nur geschickt und habe gesagt, ja, das haben wir da vorenthalten. Und Dres hat einfach nichts gesagt, dass sie das Video am Vortag sehr wohl schon gekriegt hat, weil ich habe mich an den kompletten Chat nicht mehr erinnern können. Da waren auf jeden Fall wieder ein paar Perlen dabei. Es tut mir ein bisschen in meinem Herzen drin weh, dass ich nicht mit dabei war, aber wenigstens habe ich die Videos gekriegt und war so. Gedanklich war ich bei euch. Ja,
Du hast ja parallel auch eine gute Zeit gehabt, wie es ausgeschaut Ja, hat. tatsächlich. So, gleich. Bist du fertig? Weil dann da die gleich anknüpfen. Ja, war das Ich dein hab- größter Rausch oder was? bitte. Moment. Ich glaube schon, ja. Ich finde schön, dass das parallel war. Krass. Ja, Das ist einfach Ja. die Connection. ich habe leider nicht bei eurem Rausch dabei sein können. Ich war dieses Wochenende nämlich in Hamburg und habe da gleichzeitig mit euch aber auch einen guten Rausch zusammengebracht, sagen wir es so. Ich war auf einem Konzert auf einem Schiff. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal auf einem Konzert auf einem Schiff? Seid mein eigenes. Na, Ja. Dann war ich schon mal auf einem Konzert am Schiff. Oh Gott, wie arrogant klingt das. Aber ich habe das ja auf dem Schlagerliner gesungen und ich sage euch jetzt einmal, selbst wenn ihr Schlager nicht mögt, aber wenn ihr mal richtig die Zeit haben wollt, fahrt auf den Schlagerliner, da habt ihr die Hex, die Gaudi mit den Ankes und Angelikas dieser Welt. Dagegen ganz große Grüße raus an alle Ankes und Angelikas, wirklich. Ernst Ja. gemeint, die Grüße. Ja, wirklich, es war wirklich super. Ja, Entschuldigung, aber saugeil, von welchem Künstler oder Künstlerin war das? Der Künstler heißt Stockmann und ich kenne den schon, ich weiß nicht, sehr, sehr lang. Also alles hat angefangen damals, als ich noch in die Schule gegangen bin. Da hat es ein Rap-Battle-Turnier gegeben online. Das Video-Battle-Turnier. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. VBT hat das geheißen. Und da hat der mitgemacht und da war ich schon, fand ich den gut. Und jetzt, seit ich stream, habe ich halt auch andere Leute kennengelernt, die auch streamen, zum Beispiel an Kiko. Und der ist jetzt Streamer, macht aber auch noch Musik, war aber früher auch bei diesem VBT mit dabei und ist mit dem Stockmann befreundet. Und deswegen hat er gesagt, kommt da alle vorbei? Da habe ich gedacht, da lasse ich mich nicht lumpen, da fahre ich mal nach Hamburg. Cool. 100 Jahre. Shoutout an die Deutsche Bahn, die mir alle meine Anschlüsse erwischen hat lassen. Oha. Respekt. Wirklich wahr. Ein bisschen schwitzen müssen beim Sprinten von einem Anschluss zum anderen, aber es hat gehabt. Und auf diesem Konzert oder zum Vorglühen von diesem Konzert haben wir uns eine Flasche Espresso Martini Likör schon fertig gemixt, geteilt zu dritt. Und ja, das war der Kickstarter in den Abend auf jeden Fall. Also, als wir angekommen sind, war ich schon sehr gut dabei. Und dann ist über den Abend hinweg Verschiedenstes in diesen Körper getan worden. Sekt Wodka Cranberry, Cuba Libre, Mexikaner, Pfeffi. Es sind viele Sachen passiert einfach. Und ja, ich bin mit sehr vielen blauen Flecken, von denen ich nicht weiß, wo es herkommen, aufgewacht. Und ja, war ein guter Rausch. War sehr schick. Okay, hat es die hier lassen oder was? Das Schiff hat 3 Stockwerke und auf dem untersten war die Bühne und du hast die zwischen diesen Stockwerken hin und her bewegt und die Stiegen waren sehr steil. Ich habe die anderen gefragt, angeblich bin ich nicht zusammengefallen, aber ich kann es mir nicht erklären, wo die blauen Flecken dann herkommen. Also wahrscheinlich bin ich, als ich allein war, zusammengefallen und habe es kaum gesagt, das kann sehr gut sein. Ja, die Verena hat es ja auch auf die Fresse lassen. Ja, und da sage ich einfach, wir haben eine sehr besondere Verbindung, weil auch wenn wir getrennt sind. Ist so. Heute haben wir mal was gemeinsam, So das nämlich. freut mich sehr. So nämlich. Ich habe auch seit der letzten Podcast-Folge voll drüber nachgedacht, was das eigentlich für ein Phänomen ist, weil da hat ja die Verena verzeiht, wie sie es hinlassen hat und sie dann nicht mehr ausstehen hat können. Und ich habe dann überlegt, was das für ein Phänomen ist, dass ich, wenn Verena jetzt in China ist und abholen braucht, dass ich sofort hinfahre. Aber dass, wenn diese gute Frau vor mir richtig auf Pfotzen fliegt, dass ich dann einfach nur lache und ihr dann nicht helfe. Ich würde sagen, das ist wahre Freundschaft. Ja, aber warum? Also Das ich habe finde ich hab auch. keine Antwort darauf. Warum ist das wahre Freundschaft? Warum findet man das so dermaßen lustig, wenn seine besten Freunde irgendein Scheiß passiert? Also wenn natürlich sie nicht ernsthaft werden. Wieso ist das so? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, aber ich kann mir nichts Lustiges vorstellen. Ich habe die Geschichte auch mit meiner Mama, weil, liebe Grüße Mama, die hört nämlich unseren Podcast, sie hat auch die 6-Folge gehört. Das ist nicht in Ordnung. Das ist echt nicht in Ordnung. Aber Grüße trotzdem. Und danke für die Ja. 5 Sterne. Du bist die Beste. So nämlich. Eben. Ich habe mit meiner Mama über die Geschichte geredet, aus der letzten Folge, wo es die halt zusammengehauen, also, ja, zusammengehauen hat leider. Und wir haben uns fast den Hosen bieselt auf dem Lidl-Parkplatz, wie wir da drüber geredet haben. Also, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Aber, ja, das Ja. Wer die schön Antwort einfach. darauf hat, schreibt es uns bitte. Bitte, bitte.
Ja, Und jetzt darf ich von dir gerne noch wissen, was dein größter Rausch war, Anja, das Jahr. Boah, ich weiß gar nicht. Weil da, wo ich gegen die Laternen gelaufen bin, ist, glaube ich, schon auch mit vorn dabei. Aber so, wahrscheinlich war es auch der Samstag. Das Ding ist nur, ich habe gedacht, das ist mein größter Rausch, weil ich ja richtig, richtig Gas gegeben habe. Ich habe auch 10 Stunden lang durchgesoffen. Wir haben auch noch ganz erwachsen gesagt, ja, wenn wir da jetzt hinkommen auf die Alm, dann werden wir erst einmal gescheit Mittag essen, damit wir eine Unterlage haben. Verena und ich waren ungefähr 1 Minute da, haben schon ein Getränk in der Hand gehabt und haben gesagt, Bier ist unser Essen jetzt, oder? Ja. schmeckt mir gerade irgendwie besser wie Bratwurst mit Pommes. Wir haben auf dem Hinweg schon die Speisekarte gecheckt Die hab ich gekillt. und es gab halt, Anja hat Speisekarten vorgelesen, es gab Würstel mit Pommes, Bratwurst mit Pommes, Bratwurst mit Brot und Pommes, Ja. Bratwurst mit Brot und Grillgemüse und Pommes, Ja. Aber das ist halt so untereinander gestanden. Bratwurst mit Brot und Zwiebel und Pommes. Also es hat dann schon noch was anderes gegeben, aber das waren einfach die ersten Gerichte, die so untereinander gestanden sind. Und das hat uns Schön. sehr gefreut. Es wurde mir um eine Beilage ergänzt. Ja, ich finde es gut. Aber die Pommes, die sind nie rausgeflogen. Hat uns sehr gefreut. Nein, war sehr, sehr schön auf der Alm. Und wie gesagt, ich habe gedacht, ich habe einen richtig krassen Rausch. Es war also wirklich so ein glücklicher Rausch, da wo einem nicht schlecht geworden ist, da wo man einfach nur Gas gegeben hat. Aber dann habe ich die Verena mal wieder getroffen. Nee, das waren wir nicht immer nebeneinander gewesen, aber wir haben uns mal explizit drin in dieser Wirtschaft getroffen. Und sie hat gesagt, so war noch nie in meinem Leben. Und dann habe ich dieser Frau ins Gesicht geschaut und habe mir gedacht, die ist auf jeden Fall besoffener als ich, dann ist doch nicht mein größter Rausch. Schön. Ja, naja, schade. Aber gut. Man muss auch mal Eis irgendwie in andere gewinnen. Ja. Ich bin eher aber ehrlich, es war jetzt nicht der krasseste Rausch meines Lebens. Es war einfach ein selten guter. Es war einfach ein richtig guter Pegel, wo man einfach glücklich ist. Na gut. Und wir haben auch darüber geredet, weil mir dauern Partys oft nicht lang nur, weil dann gehst du halt irgendwie um 10 Uhr ruckst du mal aus oder so und bis dann da Stimmung aufkommt, das ist ja eh schon 11:30, 12:00 und dann gerade wenn es schön wird, dann machen sie das Licht an und du sollst heimgehen. Und das war da einfach geil, weil das war 10 Stunden und dann hat es aber auch wirklich gelang. Und dann waren wir noch sehr vernünftig um Mitternacht im Bett und haben einfach schön griebig 8 Stunden geschlafen und waren in der Früh zumindest auch nicht übernachtig. Und wir müssen dazu sagen, dass die besoffenste von uns die vernünftige war, weil ich war nur vorgegangen. Bei mir wurde nämlich in Aussicht gestellt, dass es in der Dorfkneipe da nur einen Toast gibt. Und dann hätte er mich gehabt. Aber naja. Was für Toast. Verena hat auf jeden Fall gesagt, wir kämen nie wieder heim. Weiß nicht. Wir müssen da jetzt in diesem Taxi bleiben. Der Taxifahrer hat uns dann nur sauer verarscht und uns sauber bratzelt. Boah. Aber wenigstens sind wir heimgekommen, das muss man jetzt auch mal sagen. Gut. Glück Ja. gehabt. Weil die Taxis waren sehr rar an dem Tag. Also wir haben leider am Nachmittag schon eins gebraucht, weil wir aus Versehen mit dem Bus in die falsche Richtung gefahren sind. Da sind wir auch der vernünftigen Person hinterhergelaufen und die hat uns in den falschen Bus geleitet. Du Arschloch, du hast gesagt, der Bus kommt, soll mal laufen und ich bin gelaufen. Ja, aber du weißt doch, dass ich bin doch einfach nur ein Küken und renn dir mein Leben lang hinterher. Ja. Es wird nie wieder passieren, Anja, weil ab jetzt, das hat mir wieder gezeigt, ich muss mich einfach um mich selber kümmern, sonst komme ich nicht an. Ja, schön. Da wir das jetzt halt geklärt haben, wir, ein paar Wellensittiche wahrscheinlich schon mitgekriegt haben, sind wir auch sehr verfressene Menschen. Daher würde ich gern von euch wissen, was war denn das geilste Essen oder Gericht, was ihr dieses Jahr gekriegt habt oder vielleicht auch ein neues Essen, was ihr entdeckt habt, was ihr davor noch nicht probiert habt? Und was war das Schlechteste oder von welchem Essen habt ihr euch irgendwie mehr erhofft, als es dann war? Vreni? Ihr wisst ja, dass ich wollte addicted sagen, aber ich möchte nicht so Englisch reden.
Addicted to Dicks. Ihr wisst ja, aua, aua. Das auch. Ich habe eine schlechte Zeit. Ich habe am Wochenende, Sorry. ich hab am Wochenende der Anja ihre Brüste in der Hand gehabt. Das war eine ganz neue Warum macht Erfahrung. sie das ohne mich? Ich weiß nicht, das war nicht abgesprochen. Habe ich das einfach gemacht, habe ich nicht gefragt, war ich übergriffig. Ja, aber ich möchte dazu sagen, dass du und generell meine besten Freundinnen auch die einzigen Leute seid, die da übergriffig sein dürfen. Ich habe das nämlich richtig dick, wenn irgendwelche random Frauen denken, sie dürfen da mal hinlangen. Also von dem her, bei Typen Ja, sowieso. verstehe. Ja, hallo, aber was ist passiert? Hallo. Ich weiß nicht, was passiert ist, Res. Sie hat meine Brüste sehr lang begutachtet und sie hat auch behauptet, Ich dass hab's sie in der Hand stänger gehabt. und dann wollte ich mit ihr schlafen. Ich bin ehrlich. Wieso haben wir das nicht Ich gemacht? bin so eifersüchtig gerade. Ich bin richtig sauer. Ja, weil sie hat mir so geschmeichelt, was ich mache. Ich habe das, Ja? Scheiße. ich hab das ausnutzen müssen, Res. Dass diese Fantasie, also ich meine, ich kenne jetzt, also Anja wirklich schon sehr, sehr lang, sehr viele Jahre. Und diese Fantasie, dass ich ihr dann endlich mal am Busen gelangen darf. Nee, Also es war dann die Möglichkeit da, das habe ich doch ausnutzen hör auf, müssen. Herbert. Ich- Naja, Und es ist ja oft so mit Fantasien, dass man sich das geiler vorstellt, wie es dann ist. Und da war es aber überhaupt nicht so. Du Arsch! Da war es überhaupt nicht so. Hallo, ich wollte gerade ein Kompliment machen. Es war überhaupt nicht ja, so. aber Es war das besser war wie echt eine schlecht Fantasie. eingeleitet. Ja. Rhetorisch nicht so, sagen wir mal so. Okay, das tut mir Naja. leid. Wir waren gerade beim Essen. Respekt, du brauchst aber auch nicht eifersüchtig sein, weil sie hat auch der Antonia ihre Brüste in der Hand gehabt. Also Verena hat Die hab ich auch in der austeilt an Hand dem Tag. Was war denn los? Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber wenn man mit zwei so scharfe Frauen fortgeht, Na, dann wer- Na, da passt will schon, ich dass nicht dir das machen. mit mir noch nie passiert, das ist kein Problem. Ich hab den Wink verstanden, verzeih, was gefressen hast das Jahr, sie fix, das regt mich auf vielleicht. Warum bist du da jetzt überhaupt draufgekommen? Ja, warum erzählst du das überhaupt? weiß ich Das ist nicht. Jahresabschlussfolge. Das ist mir gerade Und da bist du eingefallen. so gemein. Naja. Musst du wissen. Das hat nichts lieber als deine Brüste einmal Na, anfassen. na, Sag's na. Bescheid. Jetzt nimmer. Dafür haben wir deinen Busen schon mal gesehen, Res. Zwar aktiv hingeschaut, aus Versehen. Weil du mich verarschen wolltest und du hast einen Song aufgelegt, den ich für einen anderen Malle-Künstler mitgeschrieben habe, der mir irgendwie ein bisschen peinlich ist, so im Nachhinein. Also war ich halt Teil dieser Gruppe und nicht viel beteiligt an diesen Lyrics, bin ich ehrlich. Und du hast den Song dann aufgelegt auf einer Feier von mir und willst mich halt damit ärgern und hast sie laut draht und hast dann wild rumtanzt und dann ist einmal dein Busen aus dem Dirndl rausgeflogen und du hast dann gesagt, oh, ich wollte nicht, dass ihr so erfahrt. Und das war auf jeden Fall einer der schönsten Momente in meinem Leben. Absolut. Ja. Ja, doch. Ist ja weit oben auf meiner Liste, sagen wir es mal so. Das war einer dieser Momente, wo man sehr stark sein hat müssen im Beckenboden. Aber Ja. schwache Blasen sind, glaube ich, nicht für alle Menschen ein Thema, weil Verena hat am Samstag eine Perücken aufgesetzt gekriegt und ich habe die Perücken dann vor ihrem Kopf gerissen und habe zu dem Typen gesagt, dass ich zu dringend bieseln muss für diesen Anblick und er hat es einfach nicht verstanden. Ja. Wie du schon gesagt hast, in der letzten oder vorletzten Folge, Leute, die verstängern. Ja, Verena, aber was hast du jetzt so. gefressen, sie fix? Ja. Wassermelonen. Kilo weiß Wassermelonen habe ich gefressen. Mein zweiter Vorname ist Wassermelone. Er war lange Zeit Erdbeer, jetzt ist er Wassermelone. Und ihr wisst es Ja. ich kann die geilsten Wassermelonen kaufen. Ja, du bist ein scheiß Zumindest Trüffelschwein. behaupte ich das immer. Ja. Ich bin ein Wassermelonenschwein auf jeden Fall. Aber ich fand es dann sehr enttäuschend, weil wir haben ja mal eine Sommerwoche gemeinsam gehabt und da habe ich ja auch eine für uns gekauft und die war nicht so geil. Ja, aber mir hast du auch nicht geschenkt und die war einfach nur mega geil.
Da bin ich sauer, so geil war Ja. die, weil ich finde solche nie. Aber ich bin auch Okay. dankbar. Ja, aber da bin ich froh, dass ich bin auch froh, dass das wenigstens funktioniert hat, weil sonst hat sie mir das nicht glauben, dass ich das Ja, kann. alles gut. Es ist okay. Auf jeden Fall habe ich sehr viel Wassermelonen angeschnallt auf meinem Beifahrersitz umeinander gefahren Okay. und habe es täglich mit körnigem Frischkäse gegessen. Mhm. Finde es mir eklig, Na, aber find's klingt es gut. ist so geil. ich finde mit Feta ist vielleicht noch geiler, aber Ja, so Ja. angemacht. Geil. Ja, das kenne ich auch mit Feta. Aber ich bin auf körnigen Frischkäse umgestiegen. Das hat mir die Mama irgendwann im Sommer mal auf Nacht an der Hausbank vor die Nase gestellt. Und dann habe ich das Geil. gegessen und dann habe ich mir gedacht, Mama, geil. Aber ist das angemacht Und dann? dann habe ich das jeden Tag mehrmals gegessen. Ja, mit ein bisschen Essig, ein bisschen Öl. Müssen wir ausprobieren. Und was war ein kreisliches Essen oder was, wo du da irgendwie mehr erhofft hast? Ja, von der Melone, die ich euch gegeben habe ich mir echt mehrere erhofft. das Jahr der Melone. Ja, Ja. im wahrsten Sinne. Deswegen bist du da drauf gekommen. Jetzt, Ja, deswegen. jetzt schließt sich der Kreis. Okay, jetzt verstehen wir es. Ja, schön. Ja. Res, was war's denn bei dir? Bei mir hat es tatsächlich ein Comeback gegeben. Da wart ihr live dabei. Ich habe ewig lange Jahre kein Spaghetti-Eis gegessen. Und dann Oh. hat es eine sehr intensive Spaghetti-Eis-Phase gegeben mit euch. Und das war eine Offenbarung. Ich habe gedacht, Spaghetti-Eis ist nicht so geil. Aber da habe ich mich geirrt. Spaghetti-Eis Doch. ist mega. Und das ist wirklich, ja doch, das ist die Offenbarung des Jahres für mich gewesen, dass Spaghetti-Eis Oh, eine 10 von 10 ist. ich möchte jetzt in dem Moment eins mit euch essen. Ja, das war Machen wir das schön. geil. Das wäre schön. Ja, cool. Und was war so ein Essen, was du jetzt nicht mehr brauchst? Das war tatsächlich auch mit euch. Wir waren mal irgendwo in einer Wirtschaft in Österreich. Ich weiß gerade nicht mehr, wo das war. Und da habe ich mal Kasspatzen bestellt und habe mich richtig drauf gefreut. Und die waren leider sehr drucker und sehr, generell irgendwie sehr geschmacklos. Da war ich ein bisschen traurig, aber ist okay. Es waren immer nur Kasspatzen. Mhm. Also auch schlechte Mhm. Kasspatzen sind gute Kasspatzen. Aber ja, da hätte Ja. man einfach mehr erwartet. Ich mag die Trockenen auch nicht so gern. Ich glaube auch, dass Ja. die Allgäuer Kassspatzen das sind, das, was wir wollen. Da müssen wir mal ins Allgäu fahren, bitte, für einen kulinarischen Ausflug. Ja, das müssen wir vergleichen. Also, liebe Kein Allgäuer, Problem. schreibt uns. Bitte, bitte. Und für alle, die nicht wissen, weil wir haben jetzt, oder ihr habt mittlerweile erfahren, dass sehr viele Leute, die nicht Bayerisch als Muttersprache sprechen, diesen Podcast hören. Das ist Falls Wahnsinn. ihr nicht wisst, was. Ja, es freut uns sehr. Macht's Ja. weiter so. Danke. Falls ihr nicht wisst, was Kasspatzen sind, das sind Käsespätzle, falls man das besser kennt, schon, oder? Ja. Bestimmt. Leute, ich heute es nicht mehr aus. Ich Verzeih's muss uns. euch jetzt was von meinem Ex-Freund verzeihen. Okay. Es war sehr traurig. Aber er hat sich nach so einem krassen Rübser angefühlt. Aber gut. Naja, ich habe euch ja was von meinem Ex-Freund verzeiht. Oh Gott, Eben. gemein. Hat eh passt. Oh, Hilfe, der Spezi. Ja, Anja, was hast denn du gegessen? Mei, wenn du mich so fragst. Also, ich habe für mich dieses Jahr, verurteilt mich gern, die Rewe Sushi-Theke für mich entdeckt. Und zwar die California Avocado Gurke Sushi Rolls. Die schmecken einfach gut. Das ist ein guter Snack. Er ist zwar irgendwie ein teurer Snack, aber das ist Sushi ja immer. Und den hole ich mir immer mal wieder. Und da ist so Sesam außenrum. Das macht mich glücklich. Innen drin ein bisschen Frischkäse. Sehr, sehr gut. Kannst nichts sagen. Unbezahlte Werbung leider. Also war jetzt nicht das beste Essen, was ich gekriegt habe, aber war was, was ich quasi neu entdeckt habe. Dann von was ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft habe. Also ich habe schon gewusst, dass das nicht das kulinarische Highlight ist, aber irgendwie habe ich mir trotzdem noch ein bisschen mehr erwartet. War das Essen in Costa Rica, weil ich war das Jahr ein paar Wochen in Costa Rica. Das war an sich voll schön, also voll das Abenteuer, sehr viele Tiere gesehen, habe ich sehr geliebt.
Aber bis auf die Frühstücksbowls, die ich auch für mich entdeckt habe, also Acai Bowl, auch wenn ich bis heute noch nicht weiß, was ein Acai ist. Ja, ich habe schon 3-mal gegoogelt und habe es auch immer wieder vergessen. Ich glaube, es ist Sind eine das nicht Beere. Beeren? Ja. Ja, ich glaube auch. Aber ich weiß ja nicht, wie die ausschaut oder so. Aber Acai Bowl in diesen Mund rein, gut war's. Aber es ist ja eher sowas zum Frühstück so. Aber alles andere, was man so mittags und abends gegessen hat, es war halt immer so ein Stückel Fleisch mit Reis und Bohnen und auch nicht krass gewürzt und dann nur so eine Kochbanane. Und da muss ich sagen, Kochbananen sind jetzt auch nicht meine Freund. Das stelle ich mir so geil vor. Aber ich denke da, glaube ich, einfach immer an Honigbananen. Weißt du so? Und das finde ich weiß nicht. ultra geil. Ja, es war aber nicht so süß. Also das ist schon eher so eine herzhafte Beilage da. Das ist auch eine andere Banane als wie die Bananen, die wir kennen. Ja. Ja. Ja, mei, für den, der es mag, gell, das Hexte. Naja, jetzt haben wir hier Rausch und Völlerei fertig. Dann sind wir auch noch kleine Partymäuse, deswegen, oder Eventmäuse, deswegen würde ich gerne nur von euch wissen, was war denn das beste Konzert oder anderweitige Show, weiß ich jetzt nicht, ob es bei irgendeinem Comedian oder Zaubererin wart oder so, was ihr in dem Jahr gesehen habt und ja, warum? Verena. Ich war bei sehr vielen Comedy-Shows. Das finde ich krass. Und ich war bei einer Zauberer-Show. Echt? Aber ja, Krass. Zaubertheater war ich. Ja, das habe ich gar nicht Das war gewusst. sehr bei uns in der Nähe gibt es ein Zaubertheater. Und das war eigentlich ganz cool, weil die haben jetzt so eine Show gemacht, zu zweit, ein Paar. Und da ging es halt so um in die Zukunft schauen. Okay. Also die haben echt krasse Tricks auch drauf gehabt, wo man sich so gedacht hat, hä, gibt's nicht. Okay, cool. Also, wen es interessiert, checkt das aus, ist cool, so eine Zaubershow. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe das Jahr Stand-up-Comedy für mich entdeckt. Mhm. Ich war in sehr vielen Stand-up-Comedy-Clubs und Shows. Wait. Und zwar haben wir da, Anfang des Jahres war ich mal in Berlin und da haben wir damit angefangen. Im Mad Monkey. Mhm. Also wer in Berlin ist, ging ins Mad Monkey zu einer Comedy-Show. Da gibt es halt so Open-Mic-Veranstaltungen, wo dann neue Comedians oder auch die schon ein bisschen bekannter sind, halt eher die neuen Jokes ausprobieren. Mhm. Vor einem sehr, sehr kleinen Publikum. Es ist einfach so ein kleiner, enger Kellerraum, wo die Bühne halt ungefähr 10 Zentimeter her ist als der Rest vom Boden. Und da führt immer eine Person, ein Comedian durchs Programm. Und die reden dann schon immer mit den Leuten und machen da schon immer irgendwelche Gags draus. Das finde ich eigentlich immer das Beste, wenn die das schaffen, dass halt das Publikum so, sie wissen ja nicht, was sie für ein Material kriegen aus dem Publikum. Die fragen halt die Leute Sachen und bauen da drauf dann halt auf. Und da gibt es dann zum Teil aber auch so Running Gags, die sie dann halt durch die ganze Show ziehen. Also wir fanden es so geil da in Berlin, dass wir gleich noch ein zweites Mal hingegangen sind, 2 Tage später. Ja, cool. Ja, dann müssen wir es vielleicht mal ausprobieren. Ja, wir haben da echt die beste Zeit gehabt. Also das sind irgendwie, keine Ahnung, 10 Leute oder so auftreten. Und da hat halt jeder 10 Minuten. Also auch wenn da jetzt gerade mal einer nicht so taugt oder so, dann ist die Person ja auch gleich wieder weg sozusagen. Und da waren aber wirklich Goldstücke dabei. Also da haben wir Tränen gelacht. Cool. Voll schön. Und dann haben wir das auch in Minga, gibt es auch Lucky Punch Comedy Club. War ich auch 2-mal heuer. Krass. Da war es auch cool immer. Cool. Was ist bei dir gewesen, Res? Ja, es klingt ein bisschen schnöselig, aber ich war dieses Jahr Okay. auf einem Klassikkonzert von einem Orchester, weil ich für den Dirigenten gearbeitet habe. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von klassischer Musik. Ganz im Gegenteil, es macht mich eigentlich sauer oder aggressiv meistens. Also ich höre echt nicht gern klassische Musik. Aber das war so, ja, ich weiß nicht, das hat mich richtig verzaubert. Ich habe für den Social Media gemacht, das heißt, ich habe mitgefilmt und so. Und bei dem, also auch bei den Proben und dann beim Auftritt quasi auch. Und beim Auftritt war ich zwischendurch so verzaubert von dem Ganzen, dass ich vergessen habe, dass ich hier zum Arbeiten bin. Also ich bin dann da gestanden mit meinem Handy in der Hand zum Filmen und war einfach so, es ist so schön.
Das hat mich gerade fertig gemacht, dass du so verzaubern gesagt hast, weil ich glaube, Felix Lobrecht hat den Take mal rausgehauen. Ich weiß gar nicht mehr, also genau, dass sich Frauen ab 40 verzaubern lassen. Ja, na so, jetzt haben wir es. Na, passt's ja. Ja. Aber es war wirklich, das ist das richtige Wort dafür, weil es hat mich einfach so mitgenommen. Ja, ist voll schön. Voll, voll schön. Das freut mich voll. Wie heißt das Orchester, dass wir es uns auch schauen können? Das ist das Junge Philharmonische Orchester München. Kann ich sehr empfehlen. Okay, ja, schön. Hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf, müssen wir mit zusammen hingehen. Und voll zu der gern. Comedy-Show. So, genau, Ja, Deal. Was war es bei dir, Anja? Also ich habe dieses Jahr viele Konzerte gesehen, deswegen ist es schwierig, aber ich glaube, auf Platz 1 ist für mich Linkin Park. Es war einfach so eine meiner absoluten Lieblingsbands in Kindheit und Jugend und ich war sehr traurig, als der Sänger gestorben ist, weil ich hätte den eigentlich kurz davor noch gesehen, aber war dann krank und habe den nicht hingehen und dann ist der wirklich, weiß ich nicht, 4 Wochen drauf oder so gestorben und da habe ich sehr viel gewarnt. Also ich glaube, ich habe noch nie gewarnt, als irgendein Promi gestorben ist, aber das fand ich echt krass. Und ja, umso mehr hat es mich jetzt gefreut, die endlich live zum Singen. Und ich fand da die Sängerin sehr toll. Und es war also schön, einen Mike zu singen, also den Rapper quasi, wie viel Freude der jetzt wieder so auf der Bühne hat. Und ja, war toll, hat mich sehr, sehr berührt, war schön. Und so als lustige Show kann ich auch noch The Butcher Sisters empfehlen. Die habe ich neu entdeckt für mich, fand ich saulustig. Und die aktuelle Show von Los Brutalos, ihr seht es halt, die auf YouTube zuschauen. Ich bin in einem Headquarter, aber das würde ich jetzt auch sagen, wenn ich da nicht war, weil ich war vor 2 Wochen bei denen in Minga auf der Show und das war einfach so lustig. Die haben wieder so eine dermaßen lustige Tour auf Beine gestellt. Also falls ihr es noch nicht habt, holt euch auf jeden Fall Tickets. Die kommen noch in ein paar österreichische und bayerische Städte. Ich sag's euch, echt liegt's. Und was so von der ganzen Show-Aufmachung her, finde ich, das Krasseste war, also mit Pyro und der Storyline und einfach der ganze Aufwand war der Dream tatsächlich. Den habe ich leider nur von der Backstage-Seite gesehen, weil Los Brutalos der Vorband waren und mich da mitgenommen haben. Dann habe ich es quasi nur von der Seite gesehen. Und da hätte ich auf jeden Fall nächstes Jahr im Publikum stehen und das dann nochmal gescheit von vorn sehen, weil das war von der Seite schon so überwältigend und geil. Also holt euch da auf jeden Fall auch Tickets. Alles unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Da haben wir einen ganz schön voller Terminkalender, wenn wir da überall zu dritt hingehen wollen. Ja, ich freue mich drauf. Ja, mir. Abfahrt, hätte ich richtig Bock auf. Geil. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt noch zu unserer Kategorie. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Leck mich fett in die Fressen geschissen. Und zwar, da die halt gern von euch wissen, was denn so die 3 besten Momente des Jahres 2025 waren und was so die unangenehmsten Momente für euch waren. Da müsst ihr jetzt natürlich nicht was wirklich Schlimmes sagen, was euch jetzt wirklich nächtelang nicht schlafen hat lassen, sondern ihr wisst schon. Ihr wisst schon, was ich meine. Verena, magst du starten? Ja, ich fange an mit den 3 besten Momente des Jahres. Also es sind sehr viele geile Sachen passiert. Aber ich habe jetzt mal 3 rausgepickt, die ich besonders toll fand. Zum einen habe ich ein Kind ausgeliehen und bin im Märchenwald gefahren. Oh. Und ich bin endlich Wulzaubahn gefahren. Ich will seit Jahren Wulzaubahn fahren. Und endlich war ich dort und bin Wulzaubahn gefahren. Und die Wulzaubahn hat mich nicht enttäuscht, das war wunderschön. Das ist so eine Bahn, die so ein bisschen durch den Wald fährt, ganz langsam, gemächlich. Das sind so Wildschweine, wo man halt drauf sitzt. Die wackeln so ein bisschen und dann fährt man einfach so Kurven durch den Wald. Das ist einfach schön. Da sehe ich uns auch. Da siehst du uns auch, ja. Auf der Wulzau. Ja, am Start. Da darf ich auch ohne Kinder hingehen, Märchenwald, ist einfach geil. Auf Platz 2 der besten Momente meines Jahres war auch eine Schlauchbootfahrt mit euch zwei auf der Isar. Und ganz speziell dieser eine Moment, wo Anja beim Schwimmen in der Isar war und das Boot ist weitergepaddelt. Den habe ich eigentlich auf meiner Liste. Und dann wollte... Echt? Nein! Das ist mein zweiter Platz tatsächlich, ja. Ja, bei mir auch. Echt? Na, bei mir ist der Ohrens. Lieb, dass wir alle in der Liste haben. Das ist auch nicht schlecht, Ja, Zu oder? Recht, aber Okay, auch. gut.
Ja. Zu Recht, aber auch. Okay. Also ich fand am schönsten an dieser Schlauchbootfahrt, als die Anja wieder ins Boot zurück wollte und nicht raufgekommen ist. Und wir dann natürlich so lachen mussten, dass wir ihr nicht helfen konnten. Konnten, ja. Und sie einfach da hing. Und sie einfach da hing und gemeint hat, sie bisschen sie Dosen. Eventuell wurde in die Isar gepisst, aber wir werden es nie rausfinden. Werden es nie rausfinden. Wir haben dir nicht 3 Helfer können ins Boot, aber wir haben auf jeden Fall Filmer können und das finde ich ist das Wichtige an der Situation. Und ich möchte an der Stelle auch noch sagen, das einzige Schöne daran ist, wenn man vor lauter Lachen in die Isar bieseln muss, dass es auf jeden Fall früher oder später einen Münchner trifft. Entschuldigung. Bussi. Bussi. Es tut mir leid, ich bin ein Dorfkind, wir müssen Stotterer ein bisschen aufziehen, aber wir lieben euch trotzdem insgeheim. Ja. Klar. Und auf Platz 1 der besten Momente in meinem 2025 ist, also generell, ich habe eine Reise nach Amerika gemacht. 4 Wochen Roadtrip. Wir waren in 6 verschiedene Staaten. Wir waren in etliche Nationalparks. Wir waren im Baseball. Wir waren in 27 Brauereien. Das ist Also so es war einfach geil. Das macht mich so stolz. Wir haben die US-amerikanische Craft-Beer-Szene durchgespielt auf jeden Fall. Aber der allerschönste Moment war im Yellowstone Nationalpark. Da sind wir in so eine Valley gefahren an einem Tag und haben halt da waren ganz viele Büffel und so und das fand ich schon so krass überwältigend, weil das war unser letzter Tag da und die Tage davor haben wir schon auch immer mal wieder halt so vereinzelt 1, 2 Büffel gesehen oder so und das war schon mal, wow, krasser Büffel und dann sind wir ins Lama Valley gefahren, heißt das, und da waren wirklich, da hat man von der Ferne schon gesehen, diese grünen Hügel und so und da war alles voller schwarze Punkte und jeder Punkt war Büffel, also waren wirklich tausende Büffel. Wie schön. Und das war schon so krass. Und da sind wir einfach ausgestiegen und waren zwischen den Herden drin gestanden. Und das war schon so krass. Und dann sind wir zurückgefahren und ich war davor schon so überwältigt irgendwie. Und wir haben in den Tag vorher gelernt, wenn irgendwo viele Autos stehen, dann bleib sofort stehen, weil da ist was. Und dann sind wir zurückgefahren. Und dann waren da viele Autos und wir sind sofort stehen geblieben und ausgestiegen. Und dann haben wir einfach nur als allerletzten Punkt quasi in diesem Nationalpark eine Bärenmutter mit 2 Junge gesehen. Und diese Babybären haben da zwischen die Bäume gespielt, die haben sich gegenseitig gefotzt und die waren halt auch noch so tollpatschig irgendwie. Also die sind dann so rückwärts umgefallen und haben aus Versehen einen Purzelbaum gemacht und so. Und ich bin da echt gestanden und ich habe gewarnt vor Glück. Also das war wirklich so krass. Und dann war da so ein älteres Ehepaar, die gesagt haben, sie kommen immer her, die haben halt ein paar Stunden entfernt nur gewohnt und die haben so krasse Fernglasel dabei gehabt. Und dann hat die Frau gesehen, dass ich warne, weil ich Babybären sehe. Und dann hat die mich sofort hergeholt und hat gesagt, ich soll da durchschauen. Und dann habe ich ein geiles Fernglas gehabt und habe echt, also wir standen da ewig. Das war wirklich der allergeilste Moment. Voll Das schön. ist mega süß, ja. Ja, und dann noch zu schlimme oder eher nervige Momente. Ich weiß nicht, ob es ihr noch wisst, aber der Waldkindergarten. Ja. Ich habe mal eine sehr schwere Zeit gehabt, weil bei mir in der Nähe gibt es einen Waldkindergarten und Und mit dem haben wir Beef. mit dem haben wir Beef. Einseitigen. Nein, der Kindergarten kann gar nichts dafür. Auf jeden Fall ist der in der gleichen Straße wie ich. Und der ist aber halt im Wald, also irgendwo bestimmt noch mindestens 1 Kilometer von mir entfernt und hat keine Hausnummer. Jetzt stand da immer nur auf der Post Waldkindergarten und dann nur meine Straße. Und da ich Haus Nummer 1 bin, ist die Post die ganze Zeit bei mir gelandet. Also ich habe wirklich wochenlang den in einer Post gekriegt. Und ich bin ausgerastet irgendwann. Ich habe das dann immer Leute halt eingeschmissen, die bei mir in der Nachbarschaft wohnen, wo ich gewusst habe, die haben Kinder da, die da hingingen oder so. Und habe mir halt am Anfang immer nur gedacht, das ist ein Versehen, aber nein, es ist durchgegangen. So lange, bis ich so ein nerviger deutscher Mensch war, der einen Zettel an seinen Briefkasten gebappt hat, wo drauf stand, hier ist nicht der Waldkindergarten.
Und es war dann witzig, weil dann haben wir der Postbote irgendwann mal ein Backel gebracht und hat halt geklingelt. Und dann hat er sich entschuldigt und hat gesagt, ja, gemeint, das ist da. Und er hat gemeint, die Arbeit vielleicht da und wo das ist und so. Und dann, habe ich es bereut, dass ich so zündig war auf einer. Aber es ist ja nie wieder Post für einer gekommen, Gott sei Dank. Er hat sie nie wieder traut. Ja. Ja. Die Kinder vom Waldkindergarten haben alle keine Pausendosen mehr. Wenn ihr jetzt im Ort von der Verena hinter diesen einen Stor schaut, Am Bauhof. ich sag mal so, Da liegen sie alle. Und wer die Referenz jetzt nicht verstanden hat, schamt euch und herzt diesen Podcast von Folge 1 weg. Ja, schön. Da wird es erklärt. Und was sind denn die anderen Punkte? Ja. Andere Punkte, ja, generell so Bürokratiescheiße einfach. Aber da habe ich sehr viel mitgemacht heuer. Mit Bank hat fusioniert und dann habe ich eine neue IBAN gekriegt. Da musst du wieder jedem Arsch deine IBAN mitteilen. Das ist ja auch nur anstrengend. Erwachsenenleben. Aber das Schlimmste war Krankenkasse. Ich habe meine Krankenkasse gewechselt und das war so ein Geschieß. Dann braucht die neue Krankenkasse von der alten Krankenkasse eine Bestätigung, dass ich bei der alten Krankenkasse war. Dann habe ich bei der alten Krankenkasse eine Bestätigung angefordert und habe gesagt, dass ich die bitte schriftlich auf dem Postweg oder per E-Mail brauche. Dann haben die mir dieses Schreiben in die App gestellt. In die App habe ich aber keinen Zugriff mehr gehabt, weil ich ja in der Zwischenzeit schon woanders versichert war. Also ich habe da 17.000 Mal hin und her telefoniert, bis mein Kundenkonto sozusagen in dieser alten Krankenkassen-App gelöscht war und die dann dadurch erst fähig waren, mir diesen schriftlich zu schicken, während die neue Krankenkasse schon gesagt hat, wenn ich das jetzt nicht gleich schicke, dann muss ich 2.500 € zahlen, wo ich mir schon gedacht habe, Alter, oh nein. echt Bürokratie, Wie nervig so kann's sein, unsympathisch, nervt einfach. Und sonst war es auch noch sehr unangenehm, dass mir am Samstag in der Bar oft fotzen lassen hat. Zumal ja dann alle immer denken, die ist voll wie ein Scheißhaus. Aber nein, es war glatt. Es war wirklich glatt. Es war ein Après-Ski-Hütten. Es war um diese Bar um so ein alter Schnee, wo schon 5.000 Leute die ganze Zeit da umeinander gerutscht sind. Und kennt ihr das, wenn man so eine Vorahnung hat? Also ich habe das gesehen und habe mir gedacht, da ist bestimmt glatt. Und in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, da ist bestimmt glatt, hat es mir so dermaßen meine Fiers weg. So. Schön. Hat Gott sei Dank auch 3 Glasel in der Hand, aber ich bin volle Lotte auf meinen Arsch gefallen, aber die Glasel sind heil. Und deswegen Sehr haben wir gut. die in unserem Team. Danke. Res, was waren denn deine? Wir starten mit den schönsten Momente. Mein zweiten Platz wisst ihr ja schon, aber davor kommt nur Platz 3. Ich habe nämlich einen sehr wilden Roadtrip dieses Jahr gemacht. Und zwar war ich mit meiner Freundin Theresa, die auch diesen Podcast hört, hallo, Hallo. mit ihrem Auto erst in Würzburg, weil sie da zum Friseur gehen wollte. Und dann sind wir von Würzburg nur nach Jena gefahren, weil sie da was für eBay Kleinanzeigen abholen wollte. Und das war ein sehr ungewöhnlicher. Und da irgendwie, also wenn man sich so hört, denkt man sich, warum? Ja. Aber es war sehr, sehr schön. Wir waren, glaube ich, weiß nicht, wir waren ewig lang unterwegs. Wir haben zwischendurch das Auto auch mal wieder aufladen müssen. Aber wir haben die ganze Zeit eine gute Zeit gehabt, haben uns gut unterhalten. Würzburg angeschaut, sehr schöne Stadt. Jena, mega schöne Stadt. Okay. Dann haben wir bei Regen nur ihr eBay-Kleinanzeigen-Abholung abgebaut auf der Straße im absoluten Halteverbot. Dann sind wir wieder heimgefahren. Das klingt traumhaft. Perfekt. Nein, es war wirklich, wirklich schön. Also das, ja, ein würdiger Platz 3, würde ich sagen. Cool. Ja. Auf Platz 2 ist der Isar-Schlauchboot-Ausflug. Dazu muss man sagen, ich war noch nie auf der Isar-Schlauchboot fahren. Und der Kiko, von dem ich es vorher schon gehabt habe, hat mit mir dann erzählt, ja, das habe ich schon öfter gemacht. Ich habe Freunde in München und bin schon oft auf der Isar-Schlauchboot gefahren. Und das hat ein bisschen an meiner Ehre gekratzt, weil ein Preis, der öfter auf der Isar-Schlauchboot gefahren ist als ich. Das geht nicht. Verständlich, ja.
Ja, das haben wir Schwierig. jetzt, also das planen wir ja schon ewig. Ich darf auch sagen, seit wir uns kennen, Anja, verzeihst du uns, dass das so toll ist. Ja. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, das mal durchzuziehen und es war wirklich wundervoll. Und mein erster Platz hat auch was mit euch zum Tor. Wie tief kann ich in eurem Arsch drin stecken, fragt ihr euch? Sehr das ist so tief. schön, wenn du da Ja. drin bist. Mir gefällt's. Wir waren gemeinsam Anfang dieses Jahres in einem Wellnessurlaub und das ist mein absolutes Highlight dieses Jahr gewesen. Einfach mit euch fortfahren, in die Sauna gehen, im Pool gehen, nur rumliegen und stingen und am Abend geil was essen und dann nur Glühwein trinken und tanzen. Das haben wir auch an einem Abend gemacht. Mhm. Es war ein Fest. Es war einfach nur schön. Und da muss man dazu sagen, ich bin ausgeführt worden in diesen Urlaub. Das war mein Geburtstagsgeschenk von Stimmt, ja. euch und mir. Und das Ja. war ein sehr, sehr schönes Geschenk. Habe ich sehr genossen. Mein Highlight des Jahres. Oh, das freut uns sehr. Oh. Es ist schön, wenn du in unserem Darm bist. So kuschelig. Fühlt sich gut an. Wenn wir schon bei ekligen Sachen sind, wo ich mal meine unangenehmsten Momente des Jahres mal durchgehe. Ja. Generell habe ich dieses Jahr den längsten Umzug der Welt durchgeführt. Da sagen jetzt im Dezember ist der eigentlich erst so richtig vorbei gewesen. Es war furchtbar und ich darf sagen, der schlimmste Teil war tatsächlich die Wohnungssuche. Also was ich da erlebt habe an Wohnungsbesichtigungen, wo ich mich gefragt habe, warum lässt du jemanden in diese Wohnung, wenn es hier so ausschaut? Was ist mit dir? Oder auch Vermieter, die einem Fragebögen vorlegen, wo dann so Sachen drinstehen wie, planen Sie in nächster Zeit schwanger zu werden? Wo man sich denkt, So frech. habt ihr einen Arsch offen, Das ist alle so miteinander ehrlich. eigentlich? Ja, also diese ganze Wohnungssuche und alles, was da damit zum Tun gehabt hat, ist mein Platz 3 der unangenehmen Dinge. Und auf Platz 2, das ist auch mit der Wohnungssuche verknüpft, ist eBay Kleinanzeigen. Generell, ja, jeder, der schon mal was auf eBay Kleinanzeigen verkauft oder gekauft hat, weiß, wovon ich rede. Man begegnet da Leid oder man schreibt da mit Leid, wo man sich auch denkt, ist das dein erster Kontakt mit Menschen? Ist das dein erster Tag auf dieser Erde? Was ist los, mein Freund? Und auf Platz 1 der unangenehmsten Momente, ich weiß nicht, das kennt, glaube ich, auch jeder, oder? Ich bin das Jahr beim Instagram-Stalken erwischt worden. Unangenehm. Unangenehm. Ich habe auf einem Instagram-Profil sehr, sehr weit in die Vergangenheit gescrollt. Jahre. Und Nein. dann habe ich aus Versehen ein uraltes Bild geliked. Nein. Hm. Ja. Das war, dieser Ja. Schmerz. Hm. Ich fühle den Schmerz. Ja, das war schlimm. Da hast du uns ja Kann man nichts mitgefühlt. machen. Ich hoffe, es ist nicht aufgefallen. Es ist aufgefallen. Es ist sowas von aufgefallen. Naja. Erzähl uns deine Listen, Anja, bitte. Nix machen. Hm. Also ich habe in dem Jahr mal wieder viele unangenehme Situationen erlebt und vor allem in Bezug auf mein Geschlecht. Das hat mir einfach mal wieder gezeigt, dass ich in Sachen Sexismus nur brutal viel tun muss. Und kurze Erklärung, weil viele das verwechseln. Sexismus kommt nicht von Sex im deutschen Sinn, sondern vom Sex im englischen Sinn. Das ist das englische Wort für Geschlecht und meint die Diskriminierung, Benachteiligung, Herabwürdigung, wird es auch immer ihr das nennen wollt, aufgrund deines Geschlechts. Und ich habe mir in diesem Jahr mal wieder so richtig viel sexistische Scheiße geben dürfen. Und zwar nicht nur beruflich, vor allem natürlich beruflich, ich bin in der Musikbranche, klar, aber auch im Privaten ist mir echt was Schlimmes passiert. Das möchte ich jetzt hier gar nicht so ausführen, aber weil das vielleicht traumatisierend für mich und auch für andere sein kann. Aber ich fasse mal kurz damit zusammen, dass mir jemand ins Auto gefahren ist auf der Autobahn und dass die Person, die männliche, sehr viel ältere Person, mich danach auf einem dunklen Parkplatz eingeschüchtert hat oder wollte zumindest. Und nachdem er mich eingeschüchtert hat, dann an und dahergekommen ist mit, ich zitiere, Anja, wir zwei kannten uns doch jetzt eigentlich kennenlernen. Arschloch. Ja. Und Oh, ja.
Und da merkt man einfach oft mal wieder, dass es einfach nur Männer gibt, oder es leider nur viele Männer gibt, die keinen Respekt haben vor Frauen. Und, liebe Wellensittiche, ihr seid's nicht gemeint, weil ihr gebt euch jetzt gerade einen Podcast mit 3 Frauen, 3 an der Zahl. Das ist ja Wahnsinn. Respekt. Aber es ist wichtig, dass solche Leute, dass die von euch einen Haltstopp hören und nicht von uns Frauen, weil uns nehmen sie ja eh nicht ernst, uns respektieren sie ja nicht. Das heißt, ihr, die Frauen respektieren, ihr müsst was sagen, ihr müsst für uns einstehen. Vielen Dank dafür. Das wollte ich jetzt kurz nur loswerden. Und dann möchte ich euch natürlich nur von der sexistischen Scheiße in meinem Job erzählen. Und da habe ich nämlich was auf meiner Liste. Und zwar am Platz 3. Es war ein sehr alter Veranstalter. Und der hat, glaube ich, einfach von der Agentur so ein Paket gebucht mit mehreren Künstlern und Künstlerinnen. Und dann war es 5 Minuten vor meinem Auftritt im Backstage. Und ich habe halt meine DJ Antonia dabei gehabt und einen homosexuellen Freund von mir. Und der Veranstalter ist halt vor meinem Auftritt nur mal einer gekommen ins Backstage und hat sich dann so zu uns dazugestellt und hat dann meinem homosexuellen Freund, während ich aber ja auch gegenübergestanden bin, verzeiht, dass er mich ja gar nicht kennt. Also, dass er noch nie einen Song von mir angehört hat, aber so schön anzuschauen. Schön anzuschauen ist ja schon, gell? Und letztes Jahr, da war eine Sängerin da, die hat ja mal Zeit lang gespielt, aber sie hat schöne Titten gehabt. Boah. Und das war so dermaßen unangenehm und es ging dann nur weiter, dass er gesagt hat, ja, also er hat das alles quasi verzeiht, nicht neben mir, aber ich meine, ich war offensichtlich in Hörweite, weil ich gegenübergestanden bin. Und dann hat er schon immer mal wieder rübergeschaut, hat gesagt, nichts für ungut und hat sich wieder zu meinem Späßel traut und hat gesagt, aber ich hätte eigentlich gern die Easy Glück gehabt. Wow, danke. Okay. Und So ihr müsst euch krass. das vorstellen, wenn ihr gleich einen Auftritt habt, da ist man eh schon nervös und dann kann man sich sowas anhören von jemandem, der einen bucht hat, wo man mehrere Kilometer dafür gefahren ist. Ja. Danke, dass ich da sein darf. Ja. Danke. Ja. Und ich habe auch kurz überlegt, ob ich jetzt einfach fahren soll oder was noch braucht hätte, dass ich fahre. Aber Ja. dann habe ich mir gedacht, weißt du was, dein Geld, das schmeckt mir jetzt richtig gut. Da werde ich mir richtig viel schöne Sachen davon kaufen. Und beim Auftritt und so hat es dann auch gepasst. Also ich habe eine Gaudi gehabt, ihm hat es auch ganz gut gefallen. Es hat dann Und schön zum Schauen warst du ja auch. eben. Und ja, das hat dann schon alles passt. Aber das ist halt eine der vielen Situationen und da kann ich sehr viele benennen, wo es die wirklich teilweise fragst als Frau. Mhm. Naja, dann habe ich auf Platz 2 auch einen Auftritt. Das war ein sehr lieber Veranstalter, aber das war ein sehr knappes, ein spontanes Booking quasi. Also da war keine Vorlaufzeit gefühlt. Und es war in einer Diskothek und zwar am Freitag nach Fasching, da wo gefühlt fast keiner fortgeht. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, meine Fans haben es nicht mitgekriegt, dass ich da spiele, weil es einfach zu kurzfristig war dann so. Und ich habe mich so eigentlich voll gefreut über das Booking, das war ein super Team und so, voll schön, aber kurz vorm Auftritt hat der Veranstalter dann zu mir gesagt, boah, ich glaube, das wird dein schlimmster Auftritt, weil halt einfach so wenig los war. Und dann habe ich nur gesagt, na, das wird doch nicht mein schlimmster Auftritt. Dann waren da lauter Leute, die weder Mai-Musik gekannt haben, noch generell ein Fan waren von Ballermann-Musik. Das heißt, ich war so dermaßen deplatziert. Das war so unangenehm. Oh na. Und wenn man dann so seinen größten Hit spielt und es singt trotzdem niemand mit oder nur 2 Leute mit, Oh dann Gott. ist so eine halbe Stunde echt lang. Ja, dann habe ich noch meinen Platz 1 der unangenehmsten Momente, da war die Verena dabei. Und das war auch ein Auftritt. Beziehungsweise es war vor dem Auftritt. Wir haben ja vorher über nervöse Hintern geredet. Korrekt.
Und wenn ich euch eins versichern kann, dann ist es, dass Musikerinnen und Musiker vor ihren Auftritte wirklich ganz dringend nur mal schnell aufs Klo gehen müssen. Also die einen müssen sie übergeben, die anderen müssen, ja, ihr wisst es eh. Also man ist da einfach sehr nervös. Und so war ich nervös. Und es hat aber gerade noch eine Coverband gespielt. Und es gab Backstage nur ein Dixie-Klo. Und mit einem Dixie-Klo meine ich 1 an der Zahl. Und ich bin da halt reingegangen und da hat man nicht zuspannen können, was schon unangenehm war. Und auf einmal reißt einer aus dieser anderen Band die Tür auf und ich habe jetzt sofort so gehalten, nur so, besetzt. Und der hat aber anscheinend auch nur schnell seine kurze Pause halt von 10 Sekunden gefühlt, halt, während er in dem Mittel halt nicht dran war gehabt, um aufs Klo zu gehen. Und der war natürlich dann auch voll unter Adrenalin und sauer und hat mich angeschrien. So ungefähr, er muss jetzt aber aufs Klo. Und er hat schon die Tür aufgemacht, während ich gerade dabei war. Oh nein. Das heißt, ich bin in so einer Situation überrascht worden und dann wurde ich nur zusammengeschissen. Oh Gott. Das war so unangenehm und schlimm. Und der hat sich dann noch auch bei mir entschuldigt und ja, hat dann auch alles wieder passt. Aber in dem Moment, da wollte ich wirklich einfach nur im Erdboden versinken. Verständlich, ach du je. Also vielleicht auch für Veranstalter, bitte, deren mehr der Klose. Ja, für jeden Ort. Bitte. Und nicht mit Fans zusammen, bitte. Ja. Das ist auch recht schlimm. Da Das ist mir Gott sei Dank noch nicht so oft passiert, aber Los Brutalos verzeihen mir das regelmäßig. Und das ist sehr unangenehm dann ist, weil man will ja nicht die Person sein, die wo jetzt so brutal stinkt. Man möchte ja hier nur irgendwie, ich weiß nicht, sein Glamour bewahren. Der Zauber soll gewahrt werden. Ah ja, schön. Dann zu den besten Momenten. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, meine Auftritte sind immer scheiße für mich, liebe Wednesday. Ich habe dieses Jahr so viele geile Shows gehabt, wirklich. Es hat so dermaßen Spaß gemacht. Es gab so viele geile Momente und da darf ich jetzt gar nicht mehr fertig werden, das alles aufzuzeigen. Daher danke an alle, die mit mir gefeiert haben. Es war wirklich sehr, sehr schön. Die meiste Zeit. Und ich hatte in diesem Jahr aber richtig krasse Naturmomente, eben in Costa Rica. Da habe ich zum allerersten Mal meine Lieblingsaffen in freier Wildbahn gesehen. Ich war total traurig, dass ich die 2 Wochen lang nicht gesehen habe. Und dann am letzten Morgen saß ich draußen auf der Terrasse mit einem Kaffee in der Hand und plötzlich schaut ein Totenkopfäffchen in mein Gesicht. Und dann ist der Rest der Familie gekommen und alle waren auf diesem Balkon. Wie schön. Und wir hatten Gott sei Dank nur Süß. eine Banane und dann sind die auch ein bisschen geblieben und das war einfach so süß. Ich habe eigentlich auch sofort ein Video aufgenommen, in dem ich einfach nur heul. Ja. Also, ich habe die ganze Zeit Totenkopfäffchen gewischt und jetzt hast du. Ja, das war echt toll. Schön. Und ich möchte aber natürlich, um auch in euren Arsch ganz tief reinzukriechen, meine besten 3 Momente mit euch nennen. Und zwar auf Platz 3, dass wir einen Podcast gestartet haben und damit klein in die Podcast-Charts kämen Oh sind. ja. Ich Ja. habe wirklich gedacht, okay, jetzt sind wir in die Top 100 Podcast-Charts in Deutschland und Österreich im Bereich Comedy, aber vielleicht gibt es ja nur 200 Podcasts, dann ist jetzt auch nicht so krass, aber es gibt einfach in Deutschland laut Internet 63.000 Podcasts und davon sind bestimmt sehr viele Comedy-Podcasts dabei. Daher, das ist so krass. Also danke an euch alle, dass ihr das so feiert und weiterverzählt Ja. und rumverschickt und teilt. Danke, es ist echt ein Wahnsinn für uns und voll die Ehre. Danke dafür. Ja, wirklich. Dann ist bei mir auf Platz 2 auch unser Urlaub. Und zwar das erste Mal, als wir zusammen in der Sauna waren. Weil da sind wir in diese Sauna rein. Und wir haben einfach alle 3 so richtig zum Lachen angefangen, weil wir noch nie die Situation hatten in unserer Freundschaft, wo wir alle 3 nackt waren. Und irgendwie war das so lustig. Also wir waren auch allein in dieser Sauna, wir haben jetzt keinen gestört. Aber das haben wir erst einmal zusammengebrochen.
Und auf Platz 1 war bei mir tatsächlich auch die Schlauchbootfahrt. Und ja, Spaghetti-Eis essen habe ich kurz überlegt, weil es einfach schön war. Wir haben 3 Ja. Spaghetti-Eis gegessen innerhalb von ein paar Tagen. Und ja, war einfach sehr, sehr schön und ist immer schön mit euch. In diesem Sinne an eure Därme. Hört doch auf. Mein Herz. Also, Genau, und es ist auch mit euch schön, liebe Wellensittiche. Danke, dass ihr uns immer so viel Feedback schickt. Das freut uns wirklich. Also wenn ihr euch denkt, oh na, soll ich das jetzt wirklich schreiben, die Nachricht, oder ist unangenehm, bitte schreibt es. Wir freuen uns total über eure Worte. Bitte. dort ist. Ja, Ja. that's it. Wir schicken uns das immer in unseren Chat ein und dann sagen wir immer, Mei, Lisa, hör doch auf, na du bist die Beste. Also ihr werdet in Ja. den Himmel gelobt von uns, wirklich. Danke dafür. Ja, wirklich. Also schreibt uns gern weiterhin Kommentare auf Instagram, Mhm. auf TikTok und auf YouTube. Ihr könnt es in unsere DMs Ja, sliden. folgt uns jetzt. Oder? Folgt uns jetzt. Ja. Und Ja. gebt uns jetzt 5 Sterne, Abonniert falls uns. ihr es noch nicht gemacht habt. Es war peinlich, wenn ihr es nicht So. gemacht habt. Drückt auf die Glocke. Res, hast du nur letzte Worte? Danke. In diesem Sinne, guten Rutsch und wir hören uns am Neujahrstag. Ja, wenn wir alle einen Chor haben. Bis dann. Yippie! Bis Habt's gut dann. um, servus. Also na, schon was